Simeon und Hannah, zwei spannende Vorbilder in einer ganz normalen Situation. Wollen wir doch jetzt gleich miteinander durch den Bibeltext gehen und entdecken, was wir da finden. Es startet im Vers 21: Und als 8 Tage um waren und er beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Wenn wir Lukas ein bisschen früher lesen, in 1, 28 bis 33, können wir die Geschichte lesen, wie der Engel Maria begegnet und sagt, du wirst ein Kind erhalten und du sollst dieses Kind Jesus nennen. Und ich finde es extrem spannend, dass nachher Maria ihn fragt, ja, wie soll denn das geschehen? Und dann sagt er, du bist zu etwas Besonderem auserwählt. Der Engel sagt zu Maria, du bist zu etwas Besonderem auserwählt. Der Heilige Geist wird auf dir ruhen. Die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Da dieser Name Jesus, wo vom Engel gegeben wurde, lesen wir da, sind sie dann im Vers 22, und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachte sie ihn hinauf nach Jerusalem, um ihm den Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn: Alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie gesagt, ist es im Gesetz des Herrn ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Also Maria und Josef sind mit ihrem Kind zum Tempel gegangen, wie es üblich war und im Gesetz geschrieben steht, ganz normal für Juden. Die gingen dann zum Tempel und haben da die 2 Tauben gebracht. Also reiche Leute haben dann eher dicke Schafe mitgebracht und so, arme Leute 2 kleine Tauben, und sie waren also eher arme Leute, und das war aber auch nicht so speziell, weil es waren sehr viel arm dort und darum ist das auch nicht irgendwie speziell aufgefallen. Es war also eine ganz normale Situation zu dieser Zeit, wie man das so gehandhabt hat. So, das Kind geheiligt heißen heißt eigentlich, es Gott anzuvertrauen. Es Gott weihen und Gott und seinem Dienst das Kind vorbehalten. Aber man spricht auch davon, dass man möchte, dass das Kind mit Gott in Berührung kommen kann. Ich finde es spannend, dass doch der Engel Maria so krass erzählt hat davon, was ihr Kind sein wird, und schon dort gesagt hat, das ist Gottes Sohn, darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden, und es so ankündigt, und sie halt dann trotzdem das Prozedere ganz normal durchmachen, wie mit einem normalen Mensch. Also Jesus ist da ganz normaler Mensch und irgendwie auch ganz Gott. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon. Das ist der falsche Zettel. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem. Ah nein. Kannst du nochmal zurückgehen? Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachte sie ihn hinauf in Jerusalem, in den Tempel darzustellen. Ah ja, das haben wir jetzt gehabt. Genau. Dann gehen wir jetzt weiter, Vers 25. Top, sind wir doch am richtigen Ort. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihn. Das erste Vorbild, Simeon. Es geht in der Geschichte eigentlich auch um diese 2 alten Senioren. Es waren wirklich 2 ganz alte Menschen. Besonders Hannah, die war extrem alt, scheinbar für diese Zeit. Aber auch Simeon war sehr alt. Und man sagt über ihn, er lebte gerecht und gottesfürchtig. In einer tief verwurzelten Beziehung zu Gott. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Hatte er vielleicht auch eine besondere Auserwählung wie Maria?
Ich finde das krass, weil im Alten Testament hatten ja nur sehr wenige den Heiligen Geist auf sich ruhen. Es gibt immer wieder einzelne Personen, die erwähnt werden, die den Heiligen Geist auf sich ruhen haben. Aber dann zu Pfingsten ist der Heilige Geist dann für alle Menschen, die ein Ja haben zu Jesus, gekommen. Und jeder kann auf sich den Heiligen Geist ruhen haben. Maria und Josef sind also auf dem Weg zu dem Tempel, bringen ihr Kind da, sind wahrscheinlich schon wieder komplett irgendwie so in die Normalität zurückgekommen. Engel sind begegnet und die Sterne am Himmel und alles war sehr eindrücklich und imposant. Also eher wieder zurück in die Realität. Wir machen das, was uns die Bibel vorschreibt. Wir gehen zu diesem Tempel, zurück in die Normalität. Und dann kommt für mich Simeon und bringt eine göttliche Perspektive rein. Und erinnert sie zurück quasi. Erinnert Maria und Josef zurück, wer ihr Kind eigentlich ist. Und wir können ja dann auch später lesen, Maria und Josef waren irgendwie verblüfft über diese Worte. Vielleicht, weil sie auch schon wieder so fest in der Normalität waren oder weil es wirklich sehr imposant war, was dann Simeon auch sagte. Simeon war nämlich, wie wir lesen, und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er sollte den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Also er hat gewusst, dass er Jesus begegnen wird, bevor er sterben wird. Und an diesem Tag hat er gewusst, muss er zum Tempel gehen, hat Gott ihm das offenbart, dass er zum Tempel gehen soll und da Jesus begegnen wird. Ich finde das absolut eindrücklich, wie er da in diesem Moment einfach Gottes Offenbarung und Ruf folgt. Ich weiß nicht, wie lange er schon am Warten war, weil er doch sehr alt war. Und an diesem Tag war es soweit und er ist Gottes Ruf gefolgt. Gott möchte auch jedem Einzelnen von euch Sachen offenbaren. Das glaube ich tief und fest. Wieso? Weil der Heilige Geist auf jedem ruhen kann, der ein Ja hat zu Jesus. Wir lesen weiter. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesu in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach. Da kam also einer in die Situation von Maria und Josef hinein, der Jesus sofort entdeckte, der das Baby sah und wusste, das muss Jesus sein. In dieser normalen Situation eine Perspektive Gottes mit hineingebracht. Herr, nun lässt du deinen Diener im Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes. Das Heil, auch die Rettung, wo aus dem Volk Israel kommt und allen Menschen auf der ganzen Welt bekannt gemacht wird. Das war Simeon absolut klar. Und das haut er daraus in einem Statement und in einer frohen Botschaft und in einer Dankbarkeit, die sich den Engeln, die den Hirten begegnet sind, sehr ähnlich ist. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Da haben wir es. Da haben wir es. Sie waren verwundert. Ich weiß nicht genau, wieso sie verwundert waren. Es waren doch krasse Worte, die Simeon wahrscheinlich gebraucht hat. Oder vielleicht einfach, weil sie in ihrem Alltag trott waren.
Also ich kann mir beides irgendwie vorstellen, dass beides irgendwie mit hineingespielt hat. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass viele in Israel fallen und viele aufstehen und ist bestimmt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, und auch durch deine Seele wird dein Schwert dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Also es sprudelt total aus Simon heraus und er erzählt da, wer Jesus wirklich ist, dieses Baby wirklich ist, was Gott ihm offenbart hat. Er erzählt davon, wie das Baby eigentlich wahrgenommen wird. Und ich habe mich da gefragt, als ich das gelesen habe, das heißt ja so ein bisschen wie Jesus, wie ihm aufgezeigt wurde quasi, was in seinem Herzen vor sich geht. Und auch durch deine Seele wird dein Schwert dringen. Also Jesus, Gott hat ihm aufgezeigt, was in seinem Herzen vor sich geht. Und dies auch ein Stück weit schmerzhaft für ihn war, dass Jesus sein Herz verändert hat. Simeon wird ganz klar als Prophet bezeichnet und dass er das von Gott offenbart hat. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass einzelne Passagen, wie zum Beispiel diese hier, seine ganz persönliche Begegnung mit Jesus beschreibt. Da er es doch sehr allgemein formuliert und dann direkt hineinsteigt quasi, wie Gott sein Herz offenbart hat und ihm gezeigt hat, was in ihm vor sich geht und das verändert hat. Und da stellte sich mich die Frage, ja, wenn ich jetzt würde irgendjemandem erzählen, wer Jesus für mich ist, würde ich bestimmt nicht diese Worte wählen. Ich denke, unsere eigene Biografie und die eigene Begegnung mit Jesus hat sehr viel damit zu tun, wie wir über Jesus sprechen. Und es war eine Prophetin Hannah, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Sie war hoch betagt, also sehr, sehr alt, sehr, sehr alt. Nach ihrer Jungfrauschaft hatte sie 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt und war nun eine Witwe von 84 Jahren. Das war dazu mal wirklich sehr alt. Heute ist das so der Durchschnitt. Wahrscheinlich nicht ganz, aber. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten, Beten und Nacht. Also da war nochmals eine ganz alte Dame in diesem Tempel und wartete eigentlich auf diese Begegnung mit Jesus. Und sie hatte eine extrem verwurzelte Beziehung zu Gott, weil sie sich intensiv in das Gebet und das Fasten und die Beziehung mit Gott investierte. Sie war also tief verwurzelt mit Gott. Und bei ihr finde ich extrem spannend, was dann für eine Reaktion folgt, als sie Jesus begegnet. Und da lesen wir im letzten Vers: Die, Hannah, trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Also sie erkannte Jesus sofort, fing an, Gott zu preisen und zu loben und erzählte allen, dass das Jesus ist. Mit einer unglaublichen Freude. Vielleicht hat der Bibeltext selbst schon jetzt da irgendwie dein Herz angesprochen und dir irgendwas mit auf den Weg geben. Ich will trotzdem jetzt noch 3 Punkte, die für mich irgendwie wichtig wurden, euch mitgeben. Ganz praktische 3 Punkte,
Und der erste ist, ich glaube, Gott will auch dir Dinge offenbaren. Gott will dir Dinge offenbaren, weil er zu jedem ganz persönlich sagt, du bist zu etwas Besonderem auserwählt. Wie Maria, wie Simeon. Ich denke, Gott wünscht sich nichts mehr, als wenn wir in unserem Alltagstrott unterwegs sind und vielleicht Gott auch immer wieder mal vergessen, dass wir da versuchen, göttliche Perspektive mit reinzubringen. Dass die weltliche und die göttliche Welten aufeinander prallen. Dass wir, wenn wir in so einer normalen Situation wie Maria und Josef unterwegs sind, in unserem normalen Alltagstrott, wenn wir am Montag arbeiten gehen, dass wir da damit rechnen, dass Gott dir etwas in dieser Situation offenbaren will. Mich ermutigt das total und es ist Simeon ein total starkes Vorbild, wie er das auch gelebt hat. Ich denke, Gott wünscht sich auch, diese normale Situation in deinem Leben zu verändern. Und wie viel, das kennen wir doch, wie viel sind wir zum Beispiel irgendwie mit Sorgen, also ich bin Student, wir hatten eher Geldsorgen, dann habe ich stückweise vergessen, dass eigentlich Gott ja, der Versorger ist und ich mir ja keine Sorgen machen muss. Und dann das, wie mir wieder gesagt werden musste von außen und ich so, ah ja stimmt eigentlich, das sind doch so Momente, wo man vergisst oder wie wenn man so ein bisschen gefangen ist in dem, was man unterwegs ist und nicht daran denkt, dass Gott einem Dinge offenbaren will. Gott einem Dinge für sich selbst offenbaren will, aber Gott auch Dinge für andere offenbaren will. Und wie krass könnte sich diese Welt doch verändern, wenn wir darauf warten würden, dass Gott in jeder Situation sich offenbaren will und dir etwas mitgeben will für deinen Nächsten, in deinem Umfeld oder für dich selbst. Und dann das wie Simeon auch total angehen und nicht einfach in unserem Bett vielleicht heute liegen bleiben, heute gehe ich lieber nicht in den Tempel. Das scheint mir jetzt ein bisschen einen weiten Weg zu sein, durch diese ganzen Treppen hoch zu laufen. Sondern dann, wenn man das Gefühl hat, Gott spricht in dein Herz, auch Vollgas zu gehen. Der zweite Punkt ist, wer ist Jesus für dich? Simeon hat da ganz klar für sich offenbart, auch wer Jesus für ihn ist. Aber wer ist Jesus für dich? Wir wollen uns jetzt kurz circa 2 Minuten Zeit nehmen, kannst du dir das überlegen, wer ist Jesus für dich? Und nachher, in 2 Minuten, erzählen wir uns das unseren Sitznachbarn. Okay? Let's go. 2 Minuten Zeit.